A jeden Tag, Chusche und Eirezehrer. Menschen gehen durch Schwierigkeiten, Gurschwierigkeiten. Zures laten sich Wir stehen in Gules. Wir sind 3 Wochen. Wir kluckt auf den Korben. Es ist ein bittere Gules. Man weint auf den Gules, auf der Zar von Klal Yisroel, auf der Zar von Rebbe Yisroel. Und dann sagt man, rechnen man sich, wo es geht dir vor? Wieso davon umkicken, die alle Zures und Pan, was man lässt sich zusammen, die schwere Gules, was man geht durch. In den Verbringen von Shabbos Parshas Matos Masai, Tufshin Tazayin, das ist gedrückt in der Siches, Heilig Beis, 359. Hat der Rebbe Arim gerät, wegen der Indien von Gules. Gules bepasst es, aber man trägt sich heran, wo ist das Gules? Das ist auch nicht. Jeden sind gewinnen jetzt das Ruhl, man geht ein bisschen Mikdash, man hat sich nicht auch gefühlt, wie es darf zu sein. In der Eibestrot gebringt auch nicht, man ist gestruft geworden, der Besmigdash ist Churuf geworden mit Jahren in Gules. Noch 70 Jahre ist mir zurückgegangen jetzt das Ruhl. Zurückgebaut der Besmigdash, sie gestanden vor 24 Jahren. In Warten, man hat sich nicht aufgefühlt, wie es darf zu sein. Und der Eibestrot gebringt noch ein Korben, ein Struf mit Jahren in Gules. Der Emes ist aber, als sie kennen nicht sein, als Gules ist nur ein Einisch. Bechlall, aber man weiß ein bisschen, was steht sich in der Justice System, wenn sie geht, man struft ein Mensch, geht es mit das System. Man geht ihm noch suchen, eine gewisse Amount von Jahren, wo sie da sitzen in die Füße. In erste paar Jahren ist es gut hart, mit sehr stark Macht auf ihm. Er ist angespart in einer Building, in einer Facility. Wie mehr die Zeit geht durch, als mehr wird es geringer. Er kann schon gehen in den Camp, später kann er schon apply für Parole, nachdem geht er raus auf House Arrest, bis er wird den ganzen ein freier Mensch. Das heißt, als man redet von einer Einisch, man geht strufen am Mensch, ist gleich unheimlich dem Einisch, ist es gut hart. Wie weiter man geht, von der Weile, was er getan, hat schon abgedient ein paar Jahre, wird es als leichter und leichter. Wenn man kijkt aber wegen dem Gules, seht man, es ist eine moderne Sache. Es ist pinkt verkehrt. Wie weiter man geht, wird es als schwerer. Mehr Zures, mehr Pan. Und das ist bei allen Gules noch so. Umgehen von Gules mit Zerayim. Jeden sind gegangen in Gules mit Zerayim, zusammen mit Yankov, mit der Schwutem. Die ersten 17 Jahre hat nach Yankov gelebt. Weil hier Yankov wird mit Zerayim, wie die Balatirum sucht, die beste und schönste Jahre für Yankov ist gehen mit Zerayim. Als Yankov ist weg von der Welt, ist wie rasch gesucht dort, unabhängig war ich hier, ist geworden finster für die Klal Yisroel. Aber noch als, wie lange einer von den Schwutem hat noch gelebt, ist noch nicht umgeheben kann, Shibet mit Zerayim. Nur nachdem, was der letzte von den Brides, Levi, ist weg von der Welt, hat man umgeheben, sich mit Stabet zusammen mit den Jiden am umgeheben arbeiten. In der Fülle, wenn wir umgeheben arbeiten, können wir es gegangen geringer, wie mehr ist es gegangen schwerer und schwerer. Bis, als wenn es schon gehalten, als wir gleich schon raus haben die Jiden von Mitzrayim, der Eibe schon geschickt, Moshe in Aden, so ein Geir Renz in Paroi, hat Paroi gemacht, die Arbeit noch schwerer.
Ich muss das Sache nicht verstanden. Ich frage der Eibischter, was geht da vor? Majos busi al paroi, heire lo amaze. Das ist noch geworden Ärger. Und also wie sie gewinnen Gules mit Zerayim, ist bei allen Gulesen. Alle Gules, der Chorben bis zum Migdash ist geschehen, es ist noch gewähnt ein bisschen Ador, was hat noch ein bisschen gehabt, ein bisschen sei begashmis, aber auch Berochnis. Dann haben wir noch der zweite bis zum Migdash, ich bin der Tanuam, später bin der Meruam. Wie weiter geht es die Riedes Adoires? Wie kann ich sagen, ach, Shadure, bitte mir. Ist denn besser der Deures? Und dann soll ich auch der Zures. Wie mehr Adores, als mehr Zures, als mehr Pan, als mehr Mitschutzig, mit so viel Mine Machles, sin Gifnis die Machles, Nafschis die Machles, wird als schwerer und schwerer und schwerer. Weil der Gules gewähnt nur Oinisch, wat ich dir gesagt habe, verkehrt. Wie viel Menschen gewähnen in Gules, wat als gewollt, die Gules werden geringer. Weiniger Zures. Behechrig, als Gules ist nicht nur an Oinisch. Bechlal, Gules, oder Eibisch ist schon ungesucht, warum wir nicht sehen, in Gules. Wenn? Wir bringen bei einer Absurdum. Der Eibische gemacht hat Bund mit Avrom Avini, bei der Brisbane Absurdum. In dort noch dem Rames gewesen, wie der Pusse sucht, wie ein Eimu, Chashaychu, Gedoylu, was der Chazal darschen hat, dort noch der Eibische gesucht für Avrom Avini, der Dalet Gulias, was wird sein. In Avrom Avini hat schon gewiss dafür, dass es ungenehm was lechoire. Lassen Sie sich herantrachten. Was ist das ein Briss? Man macht einen Bund. Wer macht einen Bund? Wann macht man einen Bund? Ein Bund machen zwei Freunde. Zwei Freunde, die haben sich sehr stark lieb, machen einen Briss, machen einen Bund. Wann machen sie den Bund? Wenn sie haben sich lieb. Wenn sie haben sich schon nicht lieb, macht man nicht keinen Bund. Man ist schon zerkriegt. Verwus aber macht man einen Bund, wenn man hat sich lieb. Tage, was sie kennen, sein am Matzef. Also man wird sich nicht lieben. Sie kennen sein am Matzef. Wo es mit unheben sich Araberei, wo es sie liebt dem, wo sie gleicht auf den Zeichel, als man so werden ausfragt, macht man sicher, beschaß man es gitte fragt, als soll man sie suchen eine der andere, als wir wollen ständig bleiben, gitte fragt, nicht kein Chillig, wo es wird durchgehen zwischen uns. Du stachst Abriss. Der Eibischte mit Avrom Avini machen Abriss. Der Eibischte weiß daraus die gewaltige Ave zu Avrom Avini. Also vieles wird kommen am Matzef. Wenn sie kippt sich nicht, die Ave, die Liebschaft, der Klal Yisroel, und der Eibische gemacht hat Krisis Briss, als allem mit der Liebe Klal Yisroel. Ist jetzt, beschaß der Eibische macht der Briss, was bringt aus der Ave zu Avrom Avini und zu Klal Yisroel? Jetzt geht der Eibische reden wegen der Oynisch Gules? Jetzt geht der Eibische das Verzahlen für Avrom Avini? Wie kommt es du heran? Behechrig, wie gesagt früher. Gules ist nicht nur an Oynisch. Chazal verzeihen, als wenn die Goyim sind heran in Kodsche Kudishem. Kodsche Kudishem sind gestanden an die zwei Kriven. Chazal sagen, die zwei Kriven, bis manche äußern die Zäune schon mucken, als jeder um sich gefühlt, was es darf zu sein, sind die zwei Kriven gestanden, einer gegen den anderen, kickt einer gegen den anderen, also wieso haben sich lieb? Beschaß ein äußern die Zäune schon mucken, als jeder fühlt sich nicht, wie es darf zu sein, haben die zwei Kriven mal weggekickt, einer von den anderen. Verzeihen Chazal, als beschaß die Goyim sind heran in Kodsche Kudishem, haben sie gesehen, die Kriven sind gestanden, in Pnaim Ishaluchiv. Seine Punem ist gewesen, einer gegen den anderen. Also hui?
Man geht jetzt Churung machen, der Besamigdash, jeden fühlt sich nicht, wie es darf zu sein. Wo bestein du die Kriven? Mit der Punem einer gegen der andere. Mit der Sami Liebschaft. Du ist Liebschaft? Ist behechtig von alle drei Sachen, seht man. Als der Indien von Gules, Chotsch, was euch benötigt, kickt es aus, wie das eine gefährliche Sache. Das ist ein Eunisch von Klal Yisroel. Aber sie müssen, als tief innenwendig behält sich eine gewaltige Habe. Was sie liebt dem, während es der Eibische gesucht war, warum Avini, beschaß der Brisbane Absurde mit der Eibische rausgewiesen seine Habe. Wie also stein die Kriven beschaßen Chorben, Ipnaim Ishaluchiv. Wo ist der Pschat von dem? Wo ist der Pschat von dem? Man lädt sich zusammen so viel Zures in du der Psagita Sach. Wird man es verstehen mit der Muschel. Sie sitzt, a Rav, a Rebbe, lehnt mit seinen Talmidem. Nicht am a Rebbe, was lehnt mit der ganzen Klasse von Talmidem. A Rebbe, was lehnt mit der Talmud, geht über sein Chochme, sein Teure, seine Wissenschaft von dem Talmud. Ist den ganzen übergeben zum Talmud. Sitzt mit dem Talmud in Lernen mit dem, mit der ganzen Übergebenschaft. Also lernen dich das Sigge, plötzlich ist angefallen von Rav, es ein Gedanke in der Sigge, was man lernt. Der Emes ist aber, als der Rav hatte mit der Lernen mit dem Talmud. Von wo soll das werden gesteht, jetzt im angefallenen Gedanke? Aber später zurückkommen zu dem. Aber man weiß nicht allein, als später wird er schon vergessen, wo es ihm angefallen, hat es nicht ausgearbeitet im Kopf. Hat er nicht kein Breire, und er muss nehmen einen Stab, sich aufstellen für Lernen mit seinem Talmud, und sich herantrachten in der Gedanke, was ihm angefallen. Es ausarbeiten, auskneten, als soll es gut verstehen, soll es gut benehmen, in der Nacht wird das können übergeben zum Talmud. Nun, sitzt der Rav und verliert sich in dem Zeichel, in dem Gedanke, halbt und trachten. Derweil sitzt der Talmud in Wart, als der Rebbe sogar ein Warter. In gut nicht. Der Rebbe ist nicht du. Es versinken in seiner Machschubes. Talmud ist verloren. Was tut mir jetzt? Ist stock. Oh. Ist du ein narischer Talmud? Was wird sich aufheben? Na weggehen. Okay, der Rebbe, ich weiß, was ich geschehen von meinem Rebbe. Aber ein kleiner Talmud versteht, dass jetzt nicht die Zeit zu weggehen. Weil Tage oben aufig kickt aus, wie der Rebbe hat ihm übergelost. Ist geblieben allein auf dem Wasser. Aber versteht, als bei Emmes, du gehst vor etwas Tiefes. Der Rebbe hat ihm nicht übergelost. Sein Rebbe ist den ganzen übergeben von ihm. Ist so, ob der Rebbe hat ihm gelost hängen, ist es, weil der Rebbe nimmt die Zeit, nimmt die Keuch, sie gehen tiefer, sie ausarbeiten etwas mehr, wo später, wie man sagt auf Englisch, bear with me, halt sich wenn der Rebbe zurückkommen, und der Rebbe wird ihm übergeben, etwas gut tief, was er hat nicht gehabt von früher. Das ist ein kliger Talmud. All der ist es. Sie tagen gewähnt, aber es ist Migdash. Gewaltige Geliem. Der erste bis zum Migdash. So noch ist gewähnt der Tachlis. Der zweite bis zum Migdash. Sie gewähnt Gudel, Beschunen, me bekäumen, sie gewähnt größer, sie gestanden länger. Aber das ist noch alles nicht gewähnt der Tachlis. Sie darf kommen der dritte bis zum Migdash. Der dritte bis zum Migdash, der final bis zum Migdash, der schleimesdige bis zum Migdash, das ist auf was man wart.
Die Gelim, was wird sein, Bescheid, Mashiach wird kommen. Bescheid die Geile Aside. Wenn wir tun, der dritte bis Migdash. Und der Gili hat man noch nicht gehabt. Ist bei Meile, ist jetzt der Minute, wo es der Eibischter Kiviochel, zieht sich zurück von Klal Yisroel. Man sieht nicht kein Giliem. Sie wird finster. Sie wird erschreck. Fällt an eine tiefe Gules. Was wir kennen, kann sich schon mal anfallen in ein Jisch. Als der Eibischer hat uns übergelost. Als der Eibischer trägt nicht wegen uns. Aber dem ist es nein. Der Eibischer trägt jetzt wegen uns noch eine Sache mehr. Der Eibischter sammelt jetzt Kevjuchel, was man darf, als der kommende Gelim, was wird sagen, Luhuset, Luvoi, so Tage kennen kommen. Weil meine darf man allemal gedenken, sich nicht zu verlieren, sich nicht zu Mejaier sein. Versteht sich allein, aber das ist alles, was Panemius, man sieht es nicht. Vielen fühlt man die gewaltige Zahr, die gewaltige Pan, was man geht durch. Aber wenn man kijkt sich heran tiefer, sieht man die Lichtigkeit, was sie dort behalten. In der Fahr, wie haben die Goyim gesehen, wie die Kriven senden, Pnei Mishaluchiv, in Kotsche Kudishem, in der Panemius, dort wie sie es behalten. In der Osten hat es ausgegeben, wie ein gefährliche Gules, ein gefährliche Chorben. Was mich das wird, Churef, jeden gehen in Gules. Aber in Kotsche Kudishem, wo sie dort gewesen, die Kriven haben gekickt, einer auf der andere, mit der gewaltigen Ave, was haben gehabt, einer zu der andere. Was Bechlau, in Chassidus seht man das Geseider. Als Sache, wo es klappe Chitz, kann es auskicken wie eine gefährliche Sache, aber man kickt sich heran tiefer, ist es gewaltige Gelim. Al derig sehe, der Rebbe hat einmal geredet wegen dem, ist da von Zemach Zedek auf dem. Man sucht in Eichu Yoshvu Budot. Jeremia Novi klugt. Eichu wie also Yoshvu Budot, haben die Jiden gesetzt in Budot allein, einsam. Aber wo ist der Panemius davon? Der Pusik sagt, Hashem Budot Yancheni. Der Eibischer viel Klal Yisroel Budot allein. Oder wie die Pusik sagt, Beitach Budot ein Yankov. Bilam sagt in der Neviah dorten, Hen Levudot Yishkoin. Wie rasch tatscht es aus, Jiden seinen allein, wenn der Pusik sagt, warte, Hen Levudot Yishkoin, wo Goyim lo is Chashav. Jiden werden nicht ausgemischt mit der Goyim. Wie Chazal sagen, also wie Shemazayis, was wird nicht ausgemischt. Jeden, auf viele, wenn sie gehen, sind zu Seiten, zu spreiten, in Gules. Sie bleiben allemal aufgeteilt. Ist der Buddha Taka, Eicho Yoshe Buddha, der traurige Matzev. Aber man trägt sich heran tiefer, das ist eine gewaltige Brüche. Jeden sind allemal Hecher. Jeden sind allemal aufgesindert. All derer sind noch einige. Der wirkliche Parche, der Woche Shabbos wird ungeriefen Shabbos Chazon. Von was wird es ungeriefen Shabbos Chazon? Weil man sagt, der Hafteure, Chazon Yeshayu Ibn Umetz. Yeshaya Nuvi gesehen, a Chazon, gesehen a Nuvi, die gewaltige Zures, was gekommen auf Klal Yisroel. Der Heilige Baditschwer, sagt der muirdige Wort. Wo ist das Shabbos Chazon? Sagt der Muschel. Sie gewinnt eine Tate, was er gemacht für sein Kind ein Kleid. Das Kind hat es umgetan. Hat sich gespielt, hat sich herumgelaufen, gewinnt wild. Hat es zerrissen und gemacht schmutzig. Und die Tate gemacht das zweite Kleid. Und es gegeben für ein Kind. Das Kind hat weiter herumgelaufen, sich es zerrissen, schmutzig gemacht. Und die Tate gemacht das dritte Kleid. Der dritte Kleid
hat noch nicht gegeben von dem Kind. Das gelegt in der Saat, das wird gelegt in der Closet. Von Zeit zu Zeit, öffnet der Closet und was für ein Kind. Siehst, hat gemacht noch ein Kleidel. Wenn die was werden ein bisschen älter, was werden mehr mature, was wissen, was sich aufzuführen, aber der Kleid soll nicht noch mal wieder schmutzig und zerrissen, was du damals bekommen in dem Kleid. Und das geht der Encouragement, der Idet für ein Kind, das soll werden mehr erwachsen, mehr mature, mehr responsible, und soll im Kimmen dem Kleid. All der Eibschut uns geben ein bisschen Mikdash. Und dann ist gewiss, wie das sich aufzuführen mit dem bisschen Mikdash. Das ist gut geworden. Und dann habe ich immer zweite bisschen Mikdash. Das Vater nicht gewiss, wie das sich aufzuführen. Das Vater gut geworden. Ist gekommen, hat der Eibische gemacht, der dritte bisschen Mikdash. Der dritte bisschen Mikdash, wie ich gesagt habe, steht in den Himmel. Ja, Mashiach wird kommen, wird das herabkommen. Baish at usid levnoisa. Shabbos Chazon mein Sehen. Shaya Novi auch gesehen, in Sehmer, sagt der Barditschewer. Shabbos Chazon, der Eibischter was, für jede Jid, dem bisschen Mikdash. Wo es ist ungegreizt, es ist gebot. In dus getten sie koich, als wir sollen sich vieren besser, wir sollen deserven der bisschen Mikdash. Wo soll ich hören, diese zwei verkehrte Perischen mit dem Shabbos Chazon. Oder ist es Chazon Yishayui. Seht, gefährliche Nevi'e, der bisschen Mikdash geht chura werden. Oder nein. Man weiß von dem Yid, der bisschen Mikdash, dem dritten bisschen Mikdash, der bisschen Mikdash Ashlishi, was wird kommen beim Heiru wie Amani. Aber da ist es nicht kein verkehrter Perischen. Es ist heinach, es ist geknippt in Gebinden. Chodsch was Chizoinies. Seht es doch aus wie ein gefährlicher Gules. Wie gefährliche, schreckliche Chazoni Shayu übernommen, so zu, es wird kommen auf Claudius Ruh. Aber bei Pneumies, wusstest du es Shabbos Chazon, der Zeit, was man weiß, für jedem dritten bisschen Mikdash. Und man sucht für uns, du hast der dritte bisschen Mikdash. Was es deserven, was es bekommen, soll das Tage sein, gut in Giechen, beim Heiru, beim Meini, mein. Agit Shabbos.